Boah, ganz schön kalt heute Morgen. Ach, das kannst du laut sagen. Ich wollte gerade ihre Häuser baden, aber der Kuchen da geht's ja bloß Fertigsuppe. Das vertrage ich überhaupt nicht. Da kriege ich immer gleich so einen Ausschlag. Ja, noch grad so wie mir. Ich vertrage in letzter Zeit auch nicht mehr jeden Käse. Und je nachdem in welchem Fett ich brot, wird mir manchmal speiübel. Ah, ja, die Schafferei wird auch immer stressiger. Immer schneller. Kürzlich haben sie mich sogar in eine Mikrowelle eingesteckt. Stell dir das mal vor. Ich ihre Mikrowelle, wo ich doch schon in den 80er Jahren in der Dauerwelle vertragen habe. Ha, ein gutes Essen muss man halt auf dem Herd kochen. Wir haben ja auch schon ein paar Mal die Mikrowellen eingesteckt zum Aufwärmen. Aber dann wird's mir immer so schwindelig, wenn sich die Platte dreht. Da braucht die sich nicht wundern, dass ich danach nicht mehr schmeckt. Oh, weißt du was, ich glaube, ich leid langsam am Burnout. Ja, da könntest du recht haben, wenn ich deine Zwiebeln so anguck. Die sind zum Teil schon ganz schön ausbrannt. Hast du schon gesehen, was sie mit der Tomate vor dem Küchenfenster gemacht haben? Weißt du, was mit der passiert ist? Ja, natürlich hat es mitgekriegt. Das ist genau das, was ich sag. Die hat sich der ganze Sommer der Arsch aufgerissen, um pünktlich reif zu sein. Und jetzt hat man es einfach direkt in die Biotonne gekickt. Das hat man also davor, wenn man sich die ganze Zeit anstrengt. Die sollen bloß so weitermachen. Dann wird die bald dermaßen sauer, dass die alle eine mordsmäßige Scheißerei kriegen. Das hat's ruckzuck. Oh ja, davor schicken wir aber das Klopapier ins Kino. Noch haben sie ein echtes Problem. Und wenn's denen noch immer nicht langt, dann spuck ich denen gewalttätig in die Suppe rein. Das machst du doch sowieso immer. Stimmt.